Goedemorgen Sola, welkom hier te Zinnerschool van jou. Ik ga de gelegenheid om deze nächste feier Zinnerschool verder te brengen. Maar we ontvangen wel beten. Voor den Himmel, wir sind so dankbar für den Wort, wir sind so dankbar für den Heiligen Geist. Ich bete, du wirst uns Fall mit dem Geist, dass wir können den Wort klarer verstehen. Und ich bete, du wirst mich besonders segnen mit Dyck. Und segnen Sie unsere Familie. In Jesu Namen. Amen. Olaf fijn te zijn hier. Okay, ich bin so dankbar für Gott sein Wort, so dankbar für Männer, die du für Jahre und Jahre, 100 Jahre haben, das Wort studiert. Insofern, ich fühle mich schuldig, dass wir nicht das Wort Gottes beten können und es wieder so viel Technologie ist, was wir von der haben. Dann merkt man bloß noch so viel leichter, dass wir die ganze Bibel klar verstehen, was da ist. Und ein Programm, das ich sage, das ist E-Sword, das sind verschiedene Programme von dem Computer, wo ich von Brücken. Dann wenn ich mal einen Timer ab jemals lernen, was du da bist, und dann kannst du wieder in den Computer nehmen und dann sehen, was redet Olaf von einem besonderen Thema. Von der, wo wir anfangen mit 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 15. Das ist von der Kjoakj Bibel, was die meisten Brücken dann. Du hast eine bessere Übersetzung nu, und ich war die meiste von den Tagen, wo ich Brücken war, als von der Königsbibel, Neuen Testament. Das ist die Übersetzung als Dollar abrechtlich. Und ich war die beste Dinge, die ich hier von dem wiesen, wo die Probleme sind mit der Kjoakj Bibel, was so weit haben. Und dort fährt man das Wort nicht an, wo viel du wirklich mit Arroganz eine besondere Time am Anfang zu studieren. So 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 15 sagt, seid fließig von Gott, die Anerkennung zu kriegen, dass du das Wahrheitswort reich lernen lässt, dass du die du nicht schämen brauchst. Das ist eine Frage, was ich für Jahre immer sage, ich gleich habe, sei wichtig für mich, gleich zu verstehen, was ihr meint. Aber diese Übersetzung hat hier gesagt, das Wahrheitswort reich lernen. Und das ist gleich wichtig, aber das ist nicht wirklich, was der griechische Text von dir sagt. Auf Englisch sagt er, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So, ja, das wird Gottes Mann artikuliert, aber wirklich in der Text sagt er noch klarer, wo eine so artikuliert. In einem Weg, wo das wird Gottes Mann artikuliert, ist man gedeutet. Und so, ab Spanisch sagt er, die Reina Valera Gomez sagt, que traza bien la palabra de Dios. Und so die Königsbibel im Neuen Testament haben jetzt gesagt, wie mich die selbst, die Gott fertigstellen, bewiesen als ein Arbeiter, der sich nicht schämen braucht, der das Wort von der Wahrheit reich deut. So reich deut als kriegst du aus der spanische, da hat er gesagt, kriegst du aus der englische und dann kriegst du aus der griechische Wort, das meint wirklich reich zweigeschnitten. Und du sagst, das studieren da auf Griechisch, du hast ein anderes Wort, was mehr so ist, und dort bedient zwei hat. Und über das Wort, dort sehen wir Dollar, auf Englisch sehen wir Dollar precise, Dollar Kraft, zwei geschnitten. Und so, der Wort Gottes mal reich gedeutet. Und von der Stelle, du sagst so viel, wo der Wort Gottes deuten dann, und die dann immer deuten, und wirklich zu weit. So wie dort, nicht nur mal bleiben, dort Palästina Brei, zu anziehen, und dort jemand zu der Kjoakj geschrieben, oder zu Janen, und dort ist der Wort Gottes deuten.
aber das ist nicht recht da. Und so nochmal reich gedauert. Und du so fehlt Weisheit und du fehlt auch der Heilige Geist. Aber ich sage so dankbar, dass das Wort Gottes selbst uns lehren hat, wo das gedauert macht. So, reich teilen. Wenn wir daran denken, an das Wort Gottes teilen, und was denkt ihr? Hast du irgendwer, was du kannst sagen, einfach, was die Bibel macht, irgendwer? Whatever die Bibel sagt, Wort Gottes. Dat Nietpunt en oude punt. Dan vind ik dat ganz einfachste, dat ganz wichtigste Part, dat Oude Testament en Nieuw Testament, en dat, zoals Lisa zegt, dat oude punt en Nieuw punt, dat gelijk goed punt beter. Wenn wir denken an das Alte Testament, Neue Testament, alles, was wir denken, dann als die erste Part von unserer Bibel als Alte Testament, der zweite Part von unserer Bibel als das Neue Testament, und so als sind unsere Bibeln noch utgelegt, aber das stimmt erst wirklich nicht ganz so. Wer kann sagen, wo fängt das Neue Bund an? Wo fängt das Neue Testament an? Irgendwer nicht da. Wo fängt das Neue Testament an? Dat wordt de meeste woorden leiden, aber das ist nicht recht. Wo Jesus stark krijgt. Dat is in Hebräer sagt dat een testament heeft niet kracht als de dood van de wat het testament geschreven heeft. En zo in testament, wie op Engels, ik weet niet of niet zo wat gebruikt, aber op Engels gebruiken we dat woord last will in testament. Dus wanneer ik een testament schrijven, wat zal met mijn dingen passeren, wanneer ik zwak ben. Ik word heb ik gevraagd in de kleine kwaadjeven en ik Isaiah, mijn moeder zich geleerd, of whatever. En ik heb dat alle had opgeschreven. Wat is de kwaadjeven, ken ik? Maar ik heb dat alle had opgeschreven en ik heb mijn testament had gevonden. En dan bij me wat heb ik dat aan, hey, die heeft dat hier opgeschreven, dat is mijn kwaad. En die neemt die heeft het dan gestorven. Wenn dat aanschuift den zin, waar ik gespaard zijn. Wenn er geschwach sein, dann hat das Testament Kraft. Denn solange es eigentlich noch lebt, ja dann noch alle Enden wurde klar abgeschrieben. Und so, Hebräer lehrt uns, dort der Nierbund hat nicht Kraft, oder wir noch nicht kommen, noch nicht ben, aber der Tod von dem, was das Bund hat geschrieben, dort wie Jesus Christus. Und so, in dort war allein, wir lesen, wo wir bleiben, das steht auch in unserer Bibel geschrieben, das ist das Neue Testament. Und dann Jesus steht ein Mensch heilen und dann fragt er, was der soll tun. Und Jesus sagte denen, wir sollen in den Tempel gehen und dort Opfer geben, was Moses und ihr Satz verlangt. Und von der Tag, du guckst, du wird keiner, wenn irgendwer war geheilt und dann bringt mir Lager wird, wir würden nicht sagen, wir finden nur einen jüdischen Tempel irgendwo und dann fängt ich davon ab, was Jesus geben, wenn du geheilt wirst und jeder Opfer, wie sagen wir hier kommt. Oder dann ist Jesus noch lebt, dann wir ihn auch alle in das Alte Bund. So, das Bund als wir schreiben mit Jesus im Blut und das wird anfangen. Noch ein Ding, wo wir machen lernen zu rechtdown, als dat onderscheid tussen Himmelrijk en Gottesrijk, en dat is een grote thema, waar we vandaag niet in gaan. Onder nog een ding, als de waarheid en alwaarheid. Dat heeft zich vielleicht een beetje funnig, maar als du alwaarheid in onze Bibel, en de antwoord is ja. Nou, dat laat me erklären, hebben ja mensen al langs van wat reden. Aber die ganze Bibel ist Gott sein Wort und die ganze Bibel ist sehr wichtig für uns. Aber du waren Dinge abgeschrieben, die nicht so wären. Wo du meinst, als die Pharisäer und die Saddusäer sehen gedacht, dass Jesus wir die Herrscher von, wo sagte du da? Tot hij deed in de Lagos, daar de kracht van de wijze vriend. Nu, we weten dat alle zeggen, dat ben ik zo. Dat is zo, dat de Pharisäer dat zien, maar wat de Pharisäer zien over Jezus, weer niet zo. En zo,
Die Isaac, warum ich das hier noch nenne, als wir wir können denken, ist ein Bruder, er redet mit einer, der nicht bekehrt wird, er redet auf total lang mit einem und auf einmal sieht das hat er den, oder wird auch was er sieht, aber er sieht den, du kannst nicht mehr beten. Ja, Gott hört dich nicht mehr. Da wird Gott sagen, Gott hört nicht Sender. Und die Bibel, die trägt die Vers durch, wo es sagt, Gott hört nicht Sender. Aber wir waren, wo die Pharisäer vertalen von das Blinger, was Jesus hat die Jugend gemerkt, und die dann, wo hat Jesus das könnt, wenn die weit, dass Jesus ein Sender wird, und wie weit, dass Gott hier nicht Sender, so dass die können nicht glauben, dass das Milagro durch Jesus wieder passiert. Und so durch die Pharisäer, die werden ganz arg mit dort. Und so das, was ich meine, wo die waren Reiter, die was hat es, was Algo hat. Nein, ich als die Kjoakj in Israel, fern, die Wut Gottes, die Spitzmesser oder die Hitzmesser, die Ware sprach sich, und dann hast du die verstanden nicht reichte da. Oh. Yeah, what do we do? Thank you. Ik word in 1 minute flat fresh afstarten, eigenlijk de stand aan. En hier zit het lijkt weer over en dan. So ja, van de Kjoakj in Israël, van vele dingen, wanneer Wort Gottes dat zo speelt, wenn wir das lesen und der Vater sprach sich, dass hier sagt es so und hier sagt es anders, das hat immer zu tun mit, dass wir können nicht recht tun, wir wollen nicht zu reden. Wir reden nicht, aber Wort zu Wort vertalt, das geht ein paar Minuten oder eine Minute, was das umfängt, so das Wort Gott. Und so, das ist sehr wichtig, dass wir lernen, das recht zu tun. Und die Freizeit sagen, besonders von den Alten Bund und Neuen Bund, dass es so leicht ist, dass das Wort Gottes, so sagt sie, das Wort Gottes selbst lehrt uns, wo wir dann schneiden. Zu wen hier dit, zu wen hier dort. Das ganze Wort Gottes ist sehr wichtig für uns. I mean, das ist nie politische Bibel, der ist bloß im Neuen Testament, wie gesagt, wir haben ihn auch gedruckt, wie wir dort in Kloppen von der Uhr. Und die Freizeit, die denkst du im Neuen Testament haben, die schaffen auch an der Alten Testament. Aber so, wenn die auch die ganze Bibel haben, ich würde jeden sagen, dass die bloß nur im Neuen Testament drucken. Ich weiß auf Englisch, die haben ein kleines Neuen Testament, und ich frage mich so, dass die Moral. Ja, ich weiß gut, wir sind im Neuen Bund, aber das Alte Bund, oder das Alte Testament ist so wichtig für das Neue Testament zu verstehen. In das Alte Testament lernen wir, dass Gott, wenn Gott irgendwas versprechen wird, er hält es. Gott verspricht irgendwas zu Abraham, Isaac und Jakob, und kriegen dann, was passiert, den sie nicht versprechen, die bleiben. Und so, das ist so viel leichter, von der Vertrauen haben, dass was Jesus sagt, wenn wir anbleiben, dann haben wir ein Leben, dass wir können vertrauen. Wenn das kriegt das Gott, hat was zu Abraham versprochen, hat was zu Isaac versprochen, zu Jakob und zu so viel mehr. Was immer Gott sagt, er hält dort. Und dort leben wir sehr von dem Alten Testament. Okay. Noch ein Bereich, was wir der Wort Gottes machen, lernen zu teilen, ist, ja, ich weiß nicht, ich will schreiben, aber von wann. So, das sind andere, da lernt, was du, der Wort selbst, das meint total, durch die Bibel, aber das redet von verschiedenen Dingen. Weil Himmlos, wenn wir reden von Himmel, wenn du redest von Himmel redest du.
wegen der Woord is de halfmeier, de red van Meier is een Himmel. Ja, voor zijn vrouw, kan we Himmel anschieren? Habe ich eine Antwort gefragt. Kan we Himmel anschieren? We zijn de Slafhimmel, ja. Ja, okay, dat is krank. En zoals we zijn opgewassen, we haben immer bloß, wenn wir an den Himmel dachten, wir dachten von der dritten Himmel, wo Gott ist, aber wenn das Wort Himmel studieren in der Bibel, das erste Mal, was Himmel wird verjährt, du wird verjährt, dass du, der Himmel wird gedeutet, du wirst Huter unter den Himmel und über den Himmel. Aber der Himmel, wir, ja, ich weiß nicht, vielleicht haben wir alle gesagt, aber dann sagt er nachher, Gott mögt die Fälle dann in den Himmel fliegen. Und die Fälle fliegen in praktisch ein Loch, wo wir einmal anschieren. Und Paulus, der redet von einem Mann, was er gekannt hat, der wir not genommen bei dem dritten Himmel. Und du sagst die Dinge, die nicht wieder zu vertalen. So, du sagst längst drei. En nu dat ik meer ruimte heb voor dit, ik doe een best een aankijken en dan ga ik mes voor de 10 jaar aan. En wanneer ik zei dat $40 te studeren, kun je zijn vielleicht saß en vielleicht ook niet. Dat is een beetje interessant, maar de woord Gottes, die redt van de tijd van Noah, de hemels, en dat brukte op Engels, op de nieuwe Poat die Bibel op, daar heeft de S hingen aan, dat is plural, dat is maar als een. De hemels worden dan weer, die zijn niet meer, dat redt van de tijd eier de zinvloed, eier de overschwemming. En de hemels worden nu zijn, die leren voor de dag wat vierdeen. En dan worden er meer hier en meer hemels, en zeg wat hemels. So dat veel ook nog om de tijd te studeren, wat de hemels zijn ook werkelijk. Aber nu roept dat einfachste ist, und so ich das verstehen kann, der erste Himmel, der wird das, der sagt nur nicht der erste Himmel oder der zweite Himmel, aber der redet von der dritten Himmel. So was ich mir da deutlich habe gemerkt, als der erste Himmel, der ist dieser Himmel, wo wir anschauen können, dieser Loch, wo wir anhören, wo die Vögel fliegen, wo die Weiten sind. Der zweite Himmel ist, wo die Atmosphäre abheben wird, wo die, wenn der redet von, dass Gott mit zwei große Lichter in den Himmel, wir die Sonne und die Mond und die Sterne auch, und so die sind in der zweiten Himmel, der dritte Himmel, als so wie auch, was du, wo Mensch Tempelwort sein kann, du so, sagt Gott, auf seinen Thron, Jesus an der rechten Hand von Gott, du hast in mir Jerusalem, da steht, was Jesus hat regimentet für uns, der hast du im Himmel, in den dritten Himmel, in dem wo Menschen Tempel sein können, dann wo wir kicken. Ein Ding, was wir machen von dem ist der Hall. Von wo eine Hall redest du, von wo ein Graf redest du. Hier haben die Jehosen haben einmal noch gemacht und reserviert, wegen nicht Christen, die wollten nicht wo zu sein, dann ist aber dort das Saal hier gut in der Old Testament links Sheol. Dort war wie gesagt, Hall, und einmal war das, wie gesagt, Graf. Und ich glaube, wir haben dort wohl Hall und dort wohl Graf, irgendwas ist dort. Und so meistens zu vierten Graf ist Hall. So, was meint das Wort dann wirklich? Und das ist, was die Jehosen und Brücken kontrollieren, dass der Esser hat keine steht in der Mitte von der Welt, wo die vier brennt. Und was ich zu sagen ist, der Hall selbst als ein Doodbrick, dass es steht, wo die Todes sind, nicht nur für immer, oder wo auf Englisch würde ich sagen, a temporary dwelling place for the dead. Eine steht für nu, wo die Toten sind. Und wenn die Gräber, die Körper, die in die Gräber sind, die sind nicht für immer. Du kannst auferstehen. Und die werden alle abstumpfen. Die, was du Jesus haben, die werden abstumpfen für ein Leben, die werden nicht Jesus haben, die werden abstumpfen für das Gerecht. Das sage ich einzig zu ewig Leben und einzig zu ewig Verdammnis. So, der Auferstehung kennt, die Gräber, die werden ladig gemerkt, nur, dass wir in Jesus lernen, wenn er erst kämpft für seine Kjoakj, waren erst alle Gläubige, waren die Gräber kommen, und nur 1000 Jahre Luther, dann kommen die Sünder auch noch mit den Gräber raus.
So deze steed wo die Körper sind, das ist bloß für nu. Der Hal zelfs is ook een groof. Dat is een duidelijk groof. Dat wordt alles wanneer dat wordt Hal studeren, dat leert van de diepste groof. En de diepste groof, dat is de Hal, de bottomless pit. En dat is ook gelijk zo. En dat is een steed voor de zender, voor de zuil van de zender van nu. Dat is ook niet veilig. Dat gaat zich vielleicht ook mit Frauen. Aber dat is bloß für nu. Wat denkst, die wat du in der Hals haben, die wollen wenigstens nach diesem Jahr sein. Da wird Gott die sagt, dort alle Todes kommen uit het leven, en alle Todes kommen uit het meer, alle Todes kommen uit de Hal, en stoen voor God. En dan al die wat niet der Noem houden in het levensbuch, die worden in de vierzij neergesmeten voor immer. And so they come uit dat temporary dwelling place route, en dan in dat ivy vierlijk. So, en ik denk wat we moeten leren, wo we moeten onderscheiden is Gerechtvaardigheid. Wenn wir reden von Gerechtvaardigheid, dann von wat reden wir? Wenn ich würde sagen, dass wir sind durch unsere Worte gerechtvaardig, wo geht sich das? Da geht sich auch nicht. So wie die Wort Gottes schauen, geht sich auch nicht. Aber das ist recht. Wir wollen durch unsere Worte gerechtvaardig, aber nicht für Gott. So wenn wir recht leben, dann wollen wir für Menschen gerechtvaardig. Wenn ich sage, ich bin ein Christ, aber die Menschen, die sagen mir in der Werk, und ich will fliegen in Süden, und wo immer ich lebe, Praxis des Sinnes, dann sind ich nicht gerechtvaardig gestellt für die Menschen. Und so, Jakobus redet davon, und das steht, wo für Menschen bleiben, die Wutgeist war der Sprache. Und Römer sagt, dass wir sind nicht durch das Gesetz, nicht durch unsere Worte gerechtvaardig. Nein, Jakobus redet von, dass Abraham wir durch seine Worte gerechtvaardig, aber nicht für Gott, sondern wir für Menschen. So, dass wir für Gott gerechtvaardig sind, das ist bloß der Glaube. Hij wist hoe wir glauben in Abraham, dat Gott gerechtvaardig spreken, als de één wat gedaan hat. Der glaubt Gott, und Gott teilt dort, ist Gerechtigkeit. Der hat noch nichts gedaan. Aber doch, der war der Beweis, dass der gerechtvaardig wird für Menschen, die die Worte, was er tut. So, das andere, das nu kommen wir in mijn Timer an. Ik wil voor de nächste Feuerwerk, niet verlieren, dat is vielleicht nicht mehr immer, aber von den Dyck reden. Das ist eine steht, wo am meisten mal, wenn ich von Dycken reden, das ist bloß ein Ding, was in uns Kopf nennen kennt. Wir denken an den Wuter Torfeuer, Wuter Dyck. Und wir wollen nach Seidijk kommen, das ist der ganze Timer. Aber das sind wirklich 7 verschiedene Dycken in das Wort Gottes, verschiedene Dycken, von was er reden wird. Und so, wir wollen anfangen von der mit der Lehre von Dycken, wir wollen vielleicht in den Jutz auf uns nennen kommen, aber jetzt von was wir wollen reden. Du bist, Hebräer Kapitel 6, Vers 1. Du bist, weil wir die Anfangslehre von Christus verloren, lud uns nur die Vollkommenheit vor, nicht noch einmal einen Grund leihen von der Buße von deutschen Worten und von dem Glauben an Gott. Von der Lehre von Dycken, von dort Hängerbleiben, von der Todesauferstehung und dort ewig gerecht. Jetzt auch gerade von der Kenntnisspiegel im Neuen Testament. Okay, so hier redet von der Lehre von Dycken. Und das Wort Dycken auf Deutsch, das scheinbar kann dort Plural sein. Ich weiß nicht, wo man Plural sein auf Deutsch. Aber Plural ist, wenn du mehr als ein hast. Und auf Englisch kriegt der Vers entsteht, sagt obviously nicht die Lehre von Dycken, aber es sagt the doctrine of baptisms. Das ist eine Asmiral.
So, das sind verschiedene Baptisms, verschiedene Taufe, verschiedene Deuten. Der spanische sagt Doctrina de Baptismus. Das war dann erst heran. Und die Königsbibel im Neuen Testament sagt Lia von Deuten. Und die Protestische Bibel, was wir so wie haben, sagt Lia vom Deuten. Na, hier der Unterschied, was die Königsbibel das Plural nennt, als die Behandlung von geschrieben, entsteht von. Vom Deuten, wenn ihr redet von den Blätter vom Baum, dann rückst du die an. Aber wenn ihr redet von Blätter von Baum, dann habt ihr vorne bloß eine an. Und so, Sprachen sind verschieden. Einige Sprachen haben unterwegs, haben diesen dort Plural ist. So, in den 3 Bibeln kann die alle verstehen, dass das griechische Wort Plural hier. Das griechische Wort als Baptismus und das ist auch Plural. Alle wen, wo das Wort gesagt ist, links in der Englischen und in der Neapolitischen auch, als alle wen Plural. Alle von mir als ein. Und so, nu habe ich nur auf Futzen steht, wo das Salat, hey, jetzt, der Wort Gottes war das Sprache. Wenn in Hebräer Kapitel 6, Vers 2, hier redet von der Lehre von Doctrine of Baptisms, wo es sind verschiedene Lehren oder meist bloß eine Taufe, aber wie weiten dort hier war von der Lehre von Deuten. Dort, wir denken kurz an den Vers in Epheser Kapitel 4, Vers 5, dort sagt, dort darf auch mal ein Haar, ein Glauben und ein Doop. Wie war das? Ich will mein Laserpointer hier just hier. So hier so, diese rote hier, dort darf auch mal, die sind nicht in der Griechische. Das ist bloß in der protestantischen Bibel, was so wie Brücken dann. Und die Chinese Bibel hat Charaktervers, wie gesagt, ein Haar, ein Glauben, eine Doop. Die spanische Reina Valera Gomez, un Señor, una fe, un baptismo. Englisch, one Lord, one faith, one baptism. Hier so, wo der Englische als ja Nummer schmiert, auf den Jäifer und eine Nummer, korrekt das Programm, kann so stellen, oder korrekt kann sein, wovon die griechische Werte gebraucht werden. Und korrekt dieser Vers in Griechisch hat das wird gebraucht. Kjoakj ist der Englische, Kjoakj ist der Spanische, Kjoakj ist die Königsbibel im Testament. Das ist bloß die protestantische Bibel, die du noch hast, dort Jakob Mo. Das wir nicht in den Original Text, da haben die da nicht gedacht, halten uns dort zu verstehen, und die haben nicht so. Wenn du war nach Luther, Deepen angegangen, ich war nach erklären, warum dort nicht hier, wenn wir in der Phase angegangen oder vielleicht das letzte dann. Aber nu, da wo wir im engsten nach angegangen, ich weiß nicht, wofür Zeit wir noch haben, aber wir waren nach dem engsten angegangen. So was ich da, ich war kurz wiesen, mein Programm, was ich brauchen will. So, E-Sword heißt dort. In E-Sword, actually viel zu clean für ihn zu sein. Und dann wollte ich ein bisschen mehr explain. So, in E-Sword kann ich nennen, schreiben, was ich will studieren, was ich will sagen. Ich habe dieses Text auf Englisch. Wenn ich würde alles weiten, von was die Bibel redet von Deep. So, du sagst, wir Deepen, Deeper, wir reden von Johannes der Deeper, der Doop. Und so, du sagst verschiedene Werte. Aber ich konnte in meinem Search, ich konnte alle Namen und dann sagen, okay, nu werde ich all diese Werte finden in der ganzen Bibel. Und dann, wenn ich da gut dann ich werde Kjoakj. Und dann können wir mit der Fahrerischen Eva reden von den Deutschen und das redet von Mutter. Und dann du hast erstmal steht, wo ich kann handhaben,
En dit wordt zoals de idlo, dit wordt wat ik niet maak in search en dan immer wieder stop. En op Engels was het voor mij nog veel leichter, doordat ik bloos net bij pi, back. Du sagst, keine onderweerd wordt met deze laten omvang. Dan komt du een baptism, baptize, baptizer, al die weer wat met het te doen heeft. En zo, in het Nieuwe Testament, in Matthäus kapitel 3 vers 6, als het eerste maal, hoe dat wordt handkomt, en dat zegt er, en zij worden van hem in Jordan gedoopt en bekenden ihre Sünden. We weten goed van wat deze tijd reden heeft. De meeste maal, wat dit wordt verkend, dat ik van Kjoakj besteed, waar Johannes de Dyper, mensen duiden en dat is Johannes zijn tofheid. Nu worden nog wieder naar Matthäus kapitel 3 vers 7. Aber als hij vele van de Farizeeën en Sadduceeën te zijn dood komen zag, zeer hij te eind, je slangenbroedsel, wer heeft goed gewezen van dat komende gerecht wacht eraan. So, dat is de tweede maal waar dit wordt opkomen, dat is Johannes zijn dood. Deze duidt, dat redt van de krachtbezalige van Johannes en Wuta getroffen heeft. We waren tegengekomen in dit boot. Matthäus kapitel 3 vers 11, dat is de nächste maal waar dit opkomt. Sagt er, ik duid jut met Wuta voor de buurzaak. Aber die wordt nu niet kent, als Kjoakj ik, wem ik niet weet zie, de schoten brengen, die wordt jut met een heilige geest en met 4 duiden. Oké, so nu waren we waren eigenlijk treden in de vers in Epheser kapitel 5 vers 4, wo er sagt, ein Herr, ein Glauben, ein dood. So, meeste gaan geloven dat als nu dat we die vers weten, nu weten we dat de Bibel de redt bloos van een doop. Maar hier zo maar in een vers hebben we 3 verschillende dopen. 3 dopen. Ik duid jullie met Wuta verbuzen. Dat is Johannes zijn doop en Wuta. Maar dat wordt nu niet kent als Kjoakj ik, wem ik niet weet zie, de schoten brengen, die wordt jut met een heilige geest en met 4 duiden. So, dus de Wuta toffei, dus de heilige geest duid en dan de 4 duiden. Ik weet vele geloven dat deze 4 duiden en de heilige geest dat is een zalige en die denken, we worden bijvoorbeeld in de vers in de apostelgeschichte. Maar mens allemaal, in het boek Gottes, wenn wir dit boek lezen en niet weten van wat er in Pfingsten passiert, en bloß dit boek lezen, dan moeten we ons zelfs vragen, oké, van wat red ik hier? Dat is een goede tijd, dat is een heilige tijd en dat is een 4 tijd. Wat bedient het oder? Meest allemaal de antwoord als de krachtbaar. Dat is in de versen vaar oder de versen nu. En wanneer de antwoord toe te vinden is, dat is de krachtste antwoord wat je kan weten. Nu waren we een beetje prebakken, dus zodat we Matthäus kapitel 3 vers 11, een beetje prebakken wat 8. En die duiden door, en dan gaan we alles gelezen. Dus eigenlijk dat die Matthäus kapitel 3 vers 6, 7 en nu zijn we bij 8. Zo brengt vrucht ver, die de buze wird is. De Protestische Bibel, entsteht de vrucht ver, die zegt, bewijst met je leven. Ik weet niet waarom ik aan vrucht even gezegd ben. Alle wegen in het woord Gottes, wo dit Griechische woord weer, hadden even gezegd, op Engels hadden even gezegd fruit. Op Spanisch fruit dan. En in de Chinese Bibel hadden ook allemaal even gezegd vrucht. Nou, wat meint dat? Dat meint vaak wat de Protestische Bibel zegt, bewijs met je leven. Maar waarom niet dat we het straks zo even zeggen, is dat woord weer. Wenn dat woord in de Griechische is waarlijk vrucht. Brengt vrucht ver, die buze wird is, en denk niet dat je bij jullie zelf zijn kan, we hebben Abraham ten voeder. Ik zei jullie, God kon Abraham wie deze steinen kunnen erwecken.
Der Axt aber liegt die Bein all an der Warte. So, dort stammt bloß Kjoakj. Dort Jesus, oder sein Johannes in der Bibel, dort hat hier reden von Frucht. Wenn die Kindervater sagt, der Axt aber liegt die Beine an der Warte. So, warum wir schon einen Baum abhaben, wenn es an Frucht war, wenn der Haft nicht Frucht. Und so, da fängt den Vers 8 an mit Frucht. Der Axt aber liegt die Beine an der Warte. Jeder Baum, den der nicht gute Frucht bringt, wird aufgehabt und in vier geschnitten. So, das ist das erste Mal, wo in Matthäus das Wort vier kommt. Und das redet von, die Beine wurden aufgehabt und die wurden in vier geschnitten. Und so, wie weit Olaf von Wort redet, redet von der Halle. So jeder wird nicht gute Frucht haben, die wird in der Halle geschnitten. Jetzt nach seinem gesagt, genug. Ich bin dankbar, dass wir können, der Jesus im Blut, es geht, ich weiß nicht mehr, was zu sein Platz. Aber ja, das wäre die Vers 10. Kijk, vers 11 sagt, en ik dat junt met woede en voor de duizend, aber die wordt nu niet kent, als sterkes ik, wem ik niet weet zie, de show te brengen, die wordt junt met den Heiligen Geist en met 4 duiven. De vers krijgt nu dort, sagt, hij heeft de schmiedschaffel in zijn hand en wordt zijn draagvloer van grün reinigen en zijn bed, mir freut, dass du sagst Sehnenwert, wenn in der Griechischen sagt er auch Sehnenwert, dann wird es umgeschrieben. Die Protestant Bibel, die sagt, dort Wert. Mir freut, dass du sagst Sehnenwert, wenn dort hat uns bloß denken, dass wenn wir Wahrheitswürden sind, wenn wir Kinder Gottes sind, wir sind Sehnenwert. Wir sind nicht bloß dort Wert, wir sind Sehnenwert. Jesus kämpft für Sehnenwert. Und Sehnenwert in den, merkt, Draagvloer van grondbrengen en zienwert in den Spicker sammeln, aber dort spree, so hier sagt nicht Zinspree, sagt dort spree, wird hij verbrennen en vier, dort nicht zu merken geht. So nu das Wort 4, als hier nu in Matthäus 3 mal vorgekommen. Einmal redet von den Beinen, die wurden aufgehabt und in 4 geschnitten. Das zweite Mal redet von, er wird mit 4 Deuten, du kennst einer, das ist Jesus Christus, er wird mit dem Heiligen Geist und er wird mit 4 Deuten. Und dann dritten Mal redet weiter von, der Spree wird nicht der Wert, nicht das Frucht, nicht das Korn, aber das Spree, dort wird er nicht gebrochen ist, dort wird er in 4 verbrannt, weiter redet von der Halle. So, ich weiß, dort fehlen besonders von den Pentecostals, die reden so viel von, die sind um 4 für Gott und dann in Pfingsten ist der Heilige Geist aufgekommen, das kam so aus und das liegt so um 4 auf der Kopf und der Messola, die sagen die 4 dort, der Rest dort, also die kriegen 4 auf der Kopf. Ich glaube nicht, dass ich von dort reden werde. Ich glaube, das redet von Kjoakj, zu den Pharisäern sagt, wer hat ihn gewesen, dass die sagen, der Hierarchie im Stich waren. Er sagte, der bringt Frucht, wo du wird erst an den Taufen loben. Er redet zu 2 verschiedenen Menschen. Er redet zu so einer Sender, wo der wirklich scheint und Sachen nur, die wollen Radung, die wollen Jesus, die wollen Wahrheit, die wollen eigentlich leben. Dann wird eine andere Gruppe, wo du bloß scheint zum Sport, bloß scheint zum Uitving Kjoakj wie Johannes hier nach Verreden, Kjoakj hier abholen. Und so viele Menschen kommen hier dann mit Johannes, von Johannes sich leiden. Und die Pharisäer und Sadduzäer, die haben Angst, die würden ihre Menschen alle verlieren. Und so die können auch nicht Johannes sehen da. Und so, wenn redet von den Heiligen Geist, der wird nur bekannt, dass Jesus, der wird mit dem Heiligen Geist und mit 4 Deuten, wie Menschen der ganzen Welt, die wollen gedeiht worden. Vielleicht ist die ganze Welt, jeder Mensch wird abstimmen von der Tod, jeder Mensch wird gedeiht. Und in Zweden,
wir haben geloven an Gott und sind werden nie geboren und wollen mit dem Herrn jetzt bleibt. Und dann reden wir nicht von guter Tochter, weil wir nicht mehr an denken. Der wichtigste Doop ist der Doop für uns Leben. Und wir wollen noch viel daran denken. Aber jeder Mensch wird gedeiht worden, entweder mit dem Herrn jetzt oder mit 4. Wenn wir jetzt haben, dann wollen wir nicht mit 4. Und wenn wir jetzt nicht haben, dann wollen wir mit 4. Der Doop, die worden, wird jeder Mensch decken. Und so, das ist in Apostelgeschichte, wo, so ich sehe, Pentecostals, die noch einmal gesagt haben, dass das wir die 4 Deut und du hast auch das Wort 4 beim Vater. Und du kannst für einen Tag verdeiht, so aus von 4 und sahen sich auf einen jeder von ihnen. Dann war er gleich nicht, oder das wird die 4 Deut von reden, und du hast noch mehr Grund daher. Das wird gleich die 4 Deut ist. In Offenbarung 20, Vers 15. Und wenn irgendwer nicht gefangen wird im Lebensbuch geschrieben, den wird in den 4 Sei geschnitten. So, weil wir mit den Herrn Jesus gedeutet sind, oder weil wir in den 4 Sei gedeutet sind. Okay, so, wir wollen noch nächstes Mal vielleicht predigen und Matthäus nach vorne stehen sehen, wo wir von der Doop reden. Aber nu wil ik duidelijk gaan krijgen deze 4 Deut. Of vielleicht war das nächste Mal. Ich wollte hier noch eine Vers lesen. Vielleicht ist es 2 noch, wo wir schreiben. In Markus Kapitel 1, Vers 8, das war das erste Mal, wo 4 in Markus geschrieben ist. Du sagst, ich deut ihn mit Wutter. Und dann, das erste hier, das wird 4 erst nicht mehr, ich bin dir verrät. Markus Kapitel 1, Vers 8, der redet von der Zahl, ich deut ihn mit Wutter, hei aber Wort dient mit den Heiligen Gästen. Hier seht ihr nicht, hei Wort dient mit den Heiligen Gästen, und mit 4 Deuten. Hier sagt er bloß, hei Wort dient mit den Heiligen Gästen. Aber das ist sehr interessant. In Markus sehen Evangelien, du redest nicht von das Baum, wo man aufgehakt in den 4 geschnitten. Du redest nicht von der Schmiedschafel, wo das Wert wird in Stücken anbringt und das Spree wird verbrannt. Das erste Mal, wo Markus das Wort 4 hat, ist in Markus Kapitel 9, Vers 22, und das redet bloß von, sagt er, in 4 und in Wutter geschmiert. Das wurde das Jung in Jäst hat, und der Jäst, die dann einmal in 4 oder in Wutter geschnitten haben, den Brot anzubringen. Das ist das erste Mal, wo Markus das Wort 4 hat. So, und wir wollen nächstes Mal, wo wir da angehen, jeder Evangelium, wo du reden nicht von dem Baum, wo in 4 geschnitten wird, und von der Schmiedschafel und der Welt in der Spree, du sagst dort, Heiligen Geist und mit 4. Jeder Evangelium, das sind 2 Stück, wo du dort alle haben, und dann sind 2 Evangeliums, wo du bloß sagst, hey, wollt ihr mit dem Heiligen Geist sein, und dort redet bloß zu der Gläubigen, und du hast nicht 4. In der Apostelgeschichte, du hast 2 Mal, wo das auch wird geredet von, dass dein Treten mit der Welt von Jesus, und dort wurde mit den Herrn Jesus deuten, und du redest auch nicht von 4. Und so, du wollen nach Deutschland angehen, und wir wollen kraken sein, wenn du dich fragst, von wo dort reden wird. Naja, wir wollen mit dort schließen, und nächstes Mal rufen wir von dort wieder. Beten. Vater im Himmel, wir sind dir so dankbar für den Wort, und ich bete, du wirst uns wieder segnen und help uns die Wort zu verstehen und die Wort zu lernen, zu studieren, und dort wir wollen können mit einem klaren Gewissen und mit einem Beruf sein, mit diesem Wort, wo das sein wird, und nicht im Feind. Wir sind so dankbar für alles, was du lässt. In Jesu Namen. Amen.